Heute mal wieder Nachrichten aus dem Klostudio. Diesmal eine Betrachtung des billigen Gates, also Bill Gates, das kleine Arschloch aus den USA, den ich mal wirklich bewundert habe für seine Leistung in der Computerindustrie. Leider hat er irgendwann geheiratet, das hat er jetzt davon. Der hat irgend so eine Krücke da, der Himmel weiß, mit seiner Kohle hätte jeder haben können. Sollte sich mal die alte von Trump angucken. Na, auf jeden Fall hat er so eine Krücke geheiratet, hat auch 2 Blagen, also 2 fette Blagen in die Welt gesetzt. Ja, und dann fing er an, Welterretter zu spielen. Wahrscheinlich vor lauter Verzweiflung. Meistens werden die Leute Blockwart oder Welterretter, wenn sie verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Er bildete eine Bill und Melinda Gates Stiftung, um vor allem die armen kleinen Negerlein in Afrika zu retten. Da reiste er dann da immer hin und streichelte Negerköpfe. Und dann als nächstes tauchte er in Deutschland auf und reiste von Nord nach Süd, von Süd nach Nord umgekehrt und hielt Vorträge über Globalization und ganz wichtig Global Player. Und unsere Vollidioten, die immer vor allem von der transatlantischen Brücke, allen voran Fotze Merkel und, aber auch aus der Industrie, die hängen wie die kleinen Lemminge an seinem Mund, ohne diesen Schwachsinn zu hinterfragen. Und innerhalb kürzester Zeit hörte man an allen Ecken das Wort Global Player. Jeder wollte ein Global Player sein. Ohne mal drüber nachzudenken, dass das nichts als heiße Luft ist. Und dass Bill Gates alles andere als ein Global Player ist, der denkt nur in nationalen Dimensionen, benutzt diesen Scheiß nur, um andere zu dirigieren, vor allem die Deutschen. Jetzt hat er sogar einen Artikel geschrieben in der Welt am Sonntag, dieses Arschloch. Ne? Also die Deutschen hängen mal wieder vollkommen am Rockzipfel zu 90 oder über 90% von irgendwelchen depperten Amis, die nichts als heiße Luft produzieren und in die eigene Tasche wirtschaften wollen. Allen voran Fotze Merkel, denn die fingen nach dieser großen Tour der Globalization und der Global Player von Arschloch Bill Gates, dem billigen Gates, an, diesen Mist nachzuplappern. Und nach kürzester Zeit plapperte sie auch von der Negererrettung und dass wir uns versündigt haben an die Negerlein. Der Papst war da kein Auslöser, das war der billige Gates. Der Papst war einfach nur katalytisch tätig. Unvergesslich, wie er sich so einen dicken, fetten Neger auf die Schweißfüße warf und die abknutschte. Ich hoffe nur, dass die richtig schön gestunken haben, die Quanten von dem Neger. Der ist also nur katalytisch wichtig und bestätigt Fotze Merkel, dass sie im richtigen Weg ist. Sie fährt ja ab und zu nach Rom und lässt sich das von dem Arschloch da aus Argentinien bestätigen. Aber der eigentliche Initiator ist Gates gewesen. Und hinzu kommt noch unser kleiner Jede, Zuckerberg oder Zuckerman oder Zuckerfritze von Facebook, dem Fratzenbuch. Beide, Gates, der billige Gates und unser kleiner Jede hatten ja gesagt, also so viel Geld wie sie hätten, bräuchten sie nicht. Die würden das meiste abgeben. Dann muss man sich nur mal die Liste der 500 Reichsten der Welt angucken. Billy Boy hat nichts abgegeben, er hat vermehrt. Also wem bei dem jetzt nicht endlich die Alarmglocken klingeln, ja, dass er andere nur verarscht und benutzt. Ich meine, der hat schon mit 6 Jahren oder 7 Jahren einen Vertrag mit seiner Schwester geschlossen, als sie einen Fußball von ihm ausleihen wollte. Ja, und der Mensch wird in den ersten 6, 7 Jahren geprägt. Er hat sich kein bisschen geändert. Von wegen sich um Neger kümmern und Globalization und Global Player. Das Arschloch ist total national, das hat man auch gesehen in der Anhörung unter Reagan, als es um seinen Kopf ging. Da hat er ewig von unamerikanischen Umtrieben und so gesprochen. Das soll man mal in Deutschland tun, da wäre man sofort der Obernazi, wenn man von undeutschen Umtrieben sprechen würde. Also, unterm Strich, Gates ist nach seiner Hochzeit leider zum Arschloch mutiert. Er kümmert sich auch überhaupt nicht mehr um das, was wirklich seine Wurzeln sind, die Computer. Und man sollte tunlichst einen großen Bogen um den Heini machen. Okay, dies und vieles mehr demnächst. Tschüss!